Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschicht Nummer 5. Geschrieben von George Rempel, ditmaal vergelesen von Hein Rempel. Ditmaal nach Maya von was an einem mennonitischen Dorf in Chihuahua an einem Verlafnistag passiert. An einem Verlafnistag kam der Brigam meistens dort ganz erste ab der Verlafnisstätte an, nach eier der Verlafnisjagd anfangen zu kommen. Und wenn der Brigam an demselben Dorf wohnt, dann kam er allein heimgegangen. Aber wenn er von einem anderen Dorf war, dann lässt er sich von einem von seinen Kameraden nur seine Brut heimführen. Und so schwind aus der Brigam bei der Brut ihrer Eltern auf dem Hof angekommen war, spannten die Utspanner dort Piet ut, brachten dort in den Stall an und gaben dort Futter. Und die Brut ging ihrem Brigam bad büten, oder wenigstens bei der Büter der entgegen, und nahm ihn freundlich ab. Und dann ging das Brutpaar an die sogenannte Brutliedstube an und sah sich, meistens je in einem Fenster ab die veranhandgestellte schmucke steile Hahn. Bald kamen ihre jugendliche Freunde und Verwandte auch an die Brutliedstube an, sahen sich ab die veranhandgestellte Bänken an und spazierten dorthin. Wenn die Jagd an einem Verlafnistag an dem Mittagstisch gekriegt worden wären, dann kamen bald auch die Brutlied und sahen sich an einem von den Mittagstischen an. Und das war das erste Mal, was sie sich taub für die Verlafnisjagd sein leiten. Hier saßen sie mit alle zum Mittag gekommenen Jagd taub an einem von den Mittagstischen, abwonnen die Kampfsborst, Plümemaus, dort gekochte kalte Rindfleisch und die frisch gebackte Zwieback für die gekommene Jagd angeladen reingestellt worden wären. Und die Darbsche Mädchen stunden dort stolz bei der Daschen rein, um die Verlafnisjagd ab Baste zu bedienen oder an zu servieren. Besonders standen die Mädchen sehr gern dort Brutpaar. Die zwei Frühs, wo nur angestellt worden wären, da noch zu sein, dass die Barsch in der Kaffee und die Grobes heit blieben wird, und auch, dass die Plümemaus und das kalte gekochte Rindfleisch und die Zwieback reit sein würden, die eiten dann, wenn die meiste Jagd gegeten hatten. Wenn nicht alle Jagd an den Daschen auf einmal Ruhm hatten, dann eiten die erwachsene und ganz kleine Kinder erst und dann eiten die ratere Kinder. Wenn das Mittagessen meist verrecht war, dann eiten die Dienstmädchen auch noch schwind. Und wenn die Mädchen in Frühs alles abgewaschen und abgeriemt hatten nur die Mittagsmahlzeit, dann wurden die Daschenwaren von Ateliemaner Büten angestellt, und die Bänken und Stühle wurden in Regen und alle Wohnstuben ineinandergesät, und dann wurden die gekommenen Jagd alle ineinandergeropen und angewiesen, sich binnen handzusetzen. Und wenn die meiste Jagd binnen wären, dann kam auch das Brutpaar aus der Brutliedstube in die große Stube an und sah sich dort binnen auf zwei spezial für einen reingestellte schmucke Stühle dicht bei den Versinger an. Und dann, wenn alle Jagd binnen und rein wären, dann seht ein Sänger dort Lied, Nummer 549 am Ollen Gesangbuch an. Willkommen, liebste Freunde hier, 549. Und die Versammlung sang das Lied mit der Versinger taub mit großer Begeisterung für das Brutpaar. Dann hat während der Brutlied, wo noch all die gekommene Jagd angeladen hatten, zu ihr Verlafnis zu kommen. Und wenn das Willkommenlied gesungen worden war, dann sungen die Jagd mit Singertaub noch ein Lied für die Brutlied, und dann gingen die Brutlied weiter an die Brutliedstube auf ihre Stelle setzen. Und viele Jugendliche gingen auch weiter da und spazierten da, während die ewige Jagd irgendwo ab dem Hof nobeln gingen. Von dieser Zeit am Tag an gingen viele Frühs, die Brut oder den Brigam ihre Tantes auch in die Brutliedstube an und frügen dort Brutpaar. Und wenn Tag sei in ihre Brutliedzwerk bei an spazieren kommen würden, und ob sie bei an dann zu Mittag oder zu Fassbar blieben würden und so wieder. Während ein paar Frühs den Kaffee an einen oder zwei große Meergruppes kochten, war die viele gekommene Jagd ihre Fassbarmahlzeit, sahen Ateliemaner und Junges waren die Daschen und die Wohnstuben an, und sah den Bänken und Stühle aram die Daschen an. Und so schön aus den Daschen reingesät worden wären, besaßen die Mädchen die mit Tassen, volle Schmonkantjes, mit Zuckerstecker gefällte Kampjes und mit gerater Kommen voll Kringel und Zwiebackjes und so wieder.
En während dit alles passiert, gingen gewöhnlich 2 oder 3 von den älteren Onkels, wenn sie den Kaffee gut stark mochten, de Kaffeemaker früher Mut zu sprechen, dass sie den Kaffee so viel stark machen sollen, dass die Tassen gut formen wird. Das deuten meistens immer dieselbe Männer. Isaac F. Gertzen, Peter Bergen und Franz A. Unse. Bei diesen 3 Lied gibt er auch thuis für jede Mahlzeit, aber besonders für die Vespermahlzeit, sehr starker Kaffee. Wann ab alle Vesperdaschen alles reingesagt worden wir, dann werden die Verlaufnisgäste an die Daschen gekriegt, dort heit, so viel als du auf einmal bekommen, und das Brutpaar wird dann auch an den Verlaufnisdasch gekriegt. Der Brut ging, solange als sie Brutlied wären, immer vorab, und der Bräutigam ging heran. Brut und Bräutigam mussten sich weiter ab Schmuckesteiler ab an ein von einem Vesperdasch ansaten, und zwar an den Mana-Ehrendasch. Und die ältesten Männer sorten meistens nur dem einen Dasch an, wo die Brutlied sorten. Während die Jas sich am die Daschen heransaten, leiten eine ganze Reihe Merke sich von den Kaffeemerker früher schwind jeder einen Kaffeekettel voll Kaffee schaben und gingen dann damit am die Daschen heran und gauten jeder Gast sein Tass ein erstes Mal voll, und dann stunden sie irgendwo dicht bei einem Dasch reid und passen ab, und wenn einem Gast sein Tass ladig geworden war, dann gauten sie dort ein zweites oder auch noch ein drittes Mal voll, wenn es fehlt. Andere Merkes passten dann noch ab, dort die Zweibackjes in Kringel kommen, die Schmornkontjes und die Sackersteckerkontjes ab keinen Dasch ladig worden wurden. Und jedes Mal, wenn ein Gast sort geworden war, und sie nicht steht am Dasch ladig ward, dann kriegt einer von den Krieger einen anderen Gast an dem Dasch bei. Und so ging dort nicht immer wieder, was alle Jas gegeten hatten, auch alle Kinder. Früher in Merkes eiten nicht an derselben Daschen, was die Männer und die Jungs eiten. Diese eiten an separate Daschen. Und wenn so meist alle Jas dort geworden wären, dann eiten die Dienstmerkes und die Kaffeemerker früher auch noch schwind und rinden und waschen dann war schwind alles ab. Wenn dann alle Daschen waren aufgeriemt und reingewaschen worden wären, dann sahen die Männer, die waren rüt, und sahen die Bänken und die Steiler und die Wohnstoven waren reit für die Jast, noch einmal darboven zu setzen und noch ein Lied, ein Danklied für die schöne Vespermahlzeit singen zu halten. Die Kinder, büter die ganz Kleine, würden noch bei ihrer Mutter bleiben und nicht mit anderen Kindern taub, wo wären und spielten. Die werden immer das Letzte an den Dasch gekriegt. Und auch alle Kinder tranken bei der Vespermahlzeit Kaffee. Und wenn der Kaffee in der großen Meergruppe also ein bisschen weniger geworden war, dann schabten die Schabtjes auch immer viel mehr von der sogenannten Kaffeedicke mit in die Kaffeekettels nehmen. Und dadurch kriegen wir, als wir noch Kinder wären, ab Gastgebats am Vesperdasch manchmal viel Kaffeedicke in unsere Tassen mit hineingegoten. Und wenn es einmal gibt dit Kaffeedicke am Tass, ein großes Spaß ab einem Verlaufnis an einem Vesperdasch. Und dort wir, als meine Schwester Agatha am 21. Juli 1944 Verlaufnis hat mit ihrem Bräutigam Cornelius Neufeld von Rosenthal. Zu diesem Verlaufnis bei uns in Blumenurt wären unsere Eltern ihre doppelte Geschwister Jakob A. und Anna Unse von Rosenthal mit ihren Kindertauben natürlicherweise auch eingeladen zu kommen, all weil sie unsere Eltern ihre Geschwister wären, aber auch weil Agatha ihre Kirche gewast wir. Und als an diesem sehr warmen Sommertag all viel von den kleinen Jungs auch an dem Vesperdasch saßen, dann wird mein kleiner, doppelter Vater Bernhard Unse so ein bisschen unzufrieden. Die Fenstern wären wegen der Herd hoch abgeschoben und viele Pflegen wären auch an dem Vesperdasch gekommen. Und dann mit einmal sagt das kleine Bernhard dort an seinem Tass sehr viel Kaffeedicke hineingekommen wir und sie dann Korsch und Lüd. Ein großes Stück mit dem Kaffee. Und als er bald dann auch noch sagt, dass die Pflegen so ein bisschen Praxis gemerkt haben an dem Sackersteck, wo er sich gerade genommen hat, dann seht ihr noch Korsche und Lüder. Den Sacker haben die Pflegen ganz beschädigt. Und als er diese beiden Bemerkungen gemerkt hat und die Aufmerksamkeit von vielen von der Jast all gekriegt hat, und er dann Sort geworden wir und zurückgehen will, dann kann er nicht so schwind bei den Menschen gedrängt vorbeikommen, als er will. Und dann kroop er einfach bloß durch ein abgeschobenes Fenster rüt und wach wie er. Und dann lachten die Menschen noch gründlicher über diesen wackeren kleinen Jungen.
Ich glaube, das Jung war damals noch nicht ganz 5 Jahre alt. Aber er wusste offensichtlich all ganz korrekt, was er sagen und was er tun will. Das war Bernhard Ernst wohnt in Elmer, Ontario. Wenn das letzte Lied ab einem Verlaufnis gesungen worden wir, dann wird das Verlaufnis fast sozusagen durch. Die Brütliedsorten waren ab ihrer Stelle an der Brütliedstove, wo Bernen meistens ein großes Port Jugendliche zum Singen satten geblieben wären. In der Verlaufnisjast gingen Rüt und die von anderen Dorpen gekommene Jast mögen reit zum Haus fahren. Viele Männer spannen ihre Pied für die Bagges und andere leiten ihre fort die Reitmerken von den sogenannten Utspanner. Die Dorpsche Frühs sagten sich ihre Tassen in Geschirr uit dort viele Geschirr eruit und nehmen dort Ware mit nach Haus. Die meiste Lied ihre Tassen in Geschirr wären schmack getekend worden und können leicht herutgefangen worden. Die Dorpsche Eltern, Jugend und Kinder gingen nach Haus, dann hat wir Zeit geworden, die Pied, dat Vater feien und Rindweit Hus zu besorgen, auch die Kee zu malchen. Vielleicht ein bisschen noch, wo viel von dem Mittagseten übergeblieben wir, worden von der Brütlied-Ehre in der Brütlied-Ehre allen Ehre noste Freund und Verwandte am Dorf eingeladen zur Ovenkost dort zu bleiben. Oder um zu besorgen Ware dort zur Hand zu kommen. Und es wird selbstverständlich, dass die Dorpsche Jugend und meistens auch einige Jungs von anderen Dorpen zur Ovenkost handkommen würden und dass diese dann no Ovenkost aller Taub ein sogenanntes Ovenverlaufnis anstellen würden. Während ab dem Verlaufnisplatz auch schön alles Leben besorgt wird, mögen ein paar Frühs nach Wada den ab Mittag übergebliebenen Kamsbarstheit, mögen auch die übergebliebene Plümermaus und das übergebliebene Rindfleisch und alles andere Reid für die Ovenkostmahlzeit. Ein Antal Männer und Jungs stellten binnen nach Wada die Daschen, Bänken und Stühle Reid zum Ovenkost eten. Wenn alles Reid wir für die Ovenkostmahlzeit und die zur Ovenkost gekriegte Jast Wada von ihrem Besorgen zurückgekommen wären, dann wurden die Jast an dem Ovenkostdash gekriegt. Auch die Brütlied mussten Ware ab ihrer Stelle ab ein eng Dash setzen kommen und mit der Jast auf Ovenkost eten. Meistens eten die Brütlied ditmal aber nicht viel Wort, dann sie wussten, dass die Jugend damit rechnet, dass sie meistens auch noch mit Antop Ovenkost eten würden. Wenn Eltern und Kinder Ovenkost gegessen hatten, dann sahen die Jugendlichen sich an den Dash rum. Und meistens, wenn die Vorderstadt wings tauleiten, dann sollten vielleicht die Jungs in Merkes beim Ovenkost dash taub. Und wenn die Jugend gegessen hat, und die Merkes nach ein letztes Mal alles abgeriemt, und die Jungs die Daschen rütgedreht hatten, dann versammelten sie sich an eine Stove, wo die Brütlied auch binnen saßen, und dann fielen sie nach dort sogenannte Ovenverlaufnis mit dem Brütpaar. Und ab so einem Ovenverlaufnis sang die Jugend dann, wenn der Brüt ihr Vater dort saß erlaubt, verschiedene Lieder, christliche Lieder, verschiedene Volkslieder und auch das sogenannte Kusslied. Aber manchmal ging dort ab einem Ovenverlaufnis, als wie junge Jugendliche Teenagers wären, so ein bisschen heute her. Und dort wir da wären, dass die vorderste Jugend meistens nicht mehr gern ein Ovenverlaufnis haben lassen wollen. Und wo wir in der Vorderstadt nicht gern lassen wollen, dort käme dadurch, dass die Ältesten und einige andere Unse die Ovenverlaufnisse eigentlich ganz abgehoben haben wollen. Erstlich heißt das mal, dass das sogenannte Kusslied ab Ovenverlaufnisse nicht mehr gesungen werden soll. Aber als das da dann viel Schwierigkeiten bracht zwischen den Vaters und ihren Jungs, dann wollen die meisten Vaters überhaupt nicht mehr Ovenverlaufnisse geholt haben. Ich bin zu jung dazu, ich weiß das nicht, ob das Kusslied in Mexiko damals in alle Kolonialdorpen gesungen worden ist, oder ob das Ovenverlaufnisse haben in alle Dorpen modgewas ist. Aber in Blumenurt in ihren Noberdorpen hielt die Jugend immer Ovenverlaufnisse, und sie sangen die Brütlied wenigstens in Blumenurt und in einige andere Dorpen auch immer das Kusslied für. Hier brechen wir für das Mal auf. Nächstes Mal nach Meier von was in einem mennonitischen Dorf in Chihuahua an einem Verlaufnistag passiert. Und dann Wort davon, was die Brütlied nach ihrem Verlaufnistag durch ihre sogenannte Brütliedswerk damals deuten, ab einer mennonitischen Siedlung in Chihuahua, Mexiko. Was nächstes Mal, geschrieben von George Rempel
vorgelesen von Hein Rempel.